Alle Teilnehmerinnen für ihr Kommen bedanken. Heute die belarussische, tschetschenische, ukrainische, syrische Bewegung riskiert ihre Freiheit, ihre Gesundheit und sogar ihr Leben für Freiheit und Demokratie in ihren Ländern. Gegen die Kriegsverbrecher, Putin, Assad und alle diktatorische Regime und diktatorische Regime in besetzter Tschetschenische Republik Ichkeria. Wir rufen diesen Verbrechern zu. Wir werden weiter für unsere Freiheit, Demokratie und Menschenrechte kämpfen. Ich danke herzlich dem Veranstalter für heute. Es ist erstmalig die drei Communities, die Ukrainen, die Tschetschenen, die Syrerinnen und Syrer. Wir leiden alle unter verbrecherischer Politik von Herrn Putin, der uns alle bombardiert. Es hat in Grozny begonnen für unsere lieben Geschwister aus Tschetschenien. Grozny wurde bombardiert. Man hat Putin machen lassen, was er wollte. Er hat Syrien bombardiert. 2015. Er hat Aleppo bombardiert, Homs und viele andere Plätze. Man hat ihn gelassen. Was ist das Ergebnis? Das Ergebnis, dass er jetzt Ukraine bombardiert. Dass er Kiew, Kharkiv und Mariupol bombardiert. In dieser russische terroristische Staat. Ich sage eine einzige: Freiheit für Syrien, Freiheit für Georgien, Freiheit für Weißrussland, Freiheit für jedes Land, die jetzt sind in Russland zusammen, aber möchten frei und unabhängig leben. Freiheit für Tschetschenien. Und Friede und Freiheit für die Ukraine. Slava Ukraini! Salam alaikum. Mein Name ist Michael Pröpsting, ich bin internationaler Sekretär der RCIT. Wir stehen hier, um unsere Unterstützung, unsere Solidarität mit dem ukrainischen Volk zu zeigen. Das ukrainische Volk kämpft für seine Freiheit. Und auch wir sagen, Freiheit für Ukraine! Wir stehen hier und wir zeigen unsere Solidarität mit den Brüdern und Schwestern in der Republik Ichkeria, dem besetzten Tschetschenien. Der russische Imperialismus und Putin haben Grozny, haben ganz Tschetschenien mit ihren Bomben, mit ihrem Terror den Boden gleich gemacht und Hunderttausende Menschen ermordet. Wir sagen, Free, free Chechnya! Und wir stehen hier, um unsere Solidarität zu zeigen mit den Brüdern und Schwestern in Syrien. Wir sagen, Yaskot, Yaskot, Yaskot Assad! Yaskot, Yaskot, Yaskot Putin! Поблагодарить всех украинцев, всех, кто пришли на это мероприятие, и пожелать всем окончания быстрейшей войны и свободы. Антона Вайарду Гулдалла Вайцера Охали nach Halitzаш Украины дайхайташ та Коцен нахана шаш дакач ерташ нет болверташ шайс жимак эздале дохар началу из митингина кеца Коцен нахана цердок айдад цердок хасадага тахан яр мероприятие организовать ал нумер веорез ахир Дала оцера низгар хизбешу балик эла бисан цивлияча на масаран зал собар лойру Охсахтича махетер бикадас вай хал ама бикфиро сатюсаквай Одика йол ассаламу алейкум ва рахматуллах. Hello, I don't speak German unfortunately. I'm from Georgia and my country has also been oppressed by Russia for centuries.
And I just want to keep it short and say that Georgia stands with everyone, every country that has been oppressed by Russia, occupied by Russia, and in war with Russia. Slava Ukraina! Menschen, die sich kritisch gegenüber Putin äußerten, gegen das diktatorische Regime, mussten ihr Leben lassen oder wurden verstummt. Sie alle sind hier bei uns in einer freien Gesellschaft aufgewachsen, ohne Ahnung davon, die in Russland errichtete totale Diktatur. Wir werden hinausgehen und daran erinnern, wie Österreich diese jungen Menschen abgeschoben hat, wissend, was in Russland erwartet, und stehen hier, um auf das Schicksal dieser jungen Menschen aufmerksam zu machen, die bis vor kurzem fast ihr ganzes Leben in Österreich verbracht haben. Sie sollen kein Kanonenfutter für Putin werden. Ich danke euch allen. Es sollte nicht vergessen werden, dass die blutigen Verbrechen, die von den politischen und militärischen Kräften Russlands gegen das tschetschenische Volk begangen wurden, ein vorsätzliches Szenario in politischen, wirtschaftlichen und anderen Interessen der kriminellen Kräfte sind. Nachdem sie Tests am tschetschenischen Volk durchgeführt hatten, waren sie überzeugt, dass die Verantwortung vermieden werden konnten, wenn das Szenario so gespielt, dass die Opfer selbst beschuldigt werden. Aber selber jetzt war das ungestrafte Böse, das von Russland auf tschetschenischer Boden genährt wird, seine giftige Früchte trägt und sich über die ganze Welt ausbreitet, bleibt unser Ruf unbeachtet. Danke fürs Zuhören. Grüß Gott. Ich stehe da, weil ich Russe bin. Ich habe so gute Staat hinter mir, dass 2 Jahre als Gendarm der Europa galt. Ich bin 1975 nach Wien gekommen und ich war Okkupant, weil Stadt Sira, das waren laute Tschechen, und die haben gesagt, Okkupant, pojďom do piva. Und ich bin gegangen. Und jetzt eine gewisse Putin macht aus mir auch Okkupant. That there are people here who suffered from the actions of my government, and I admit that there is a part of my responsibility in it. I don't know why even you would like to listen to me. For 214 days I've been feeling that I have no voice and no right to speak. But thank you for that opportunity. Danke für alle, für Solidarität. Я обращаюсь к нашим братьям, свободолюбивым народам Кавказа и другим народам, находящимся под оккупацией Москвы. Пришло время дать ответ на долгие годы порабощения и колонизации. И первым шагом должен стать отказ от участия в этой преступной войне против свободного украинского народа. Свободные народы Кавказа, чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, грузины, азербайджанцы, армяне, казахи и другие проживающие на территории Российской Федерации, не отдавайте своих детей, защитите своих братьев, не губите свои семьи. Отказ от мобилизации – это единственное правильное решение. It's very good to see so many nations, so many people from different nations here fighting for a common cause. A cause called human rights. In my opinion, and I guess also in your opinion, human rights are universal. And I think since more than 20 years we are fighting against the disinformation war that is led by the Russian Federation and especially Vladimir Putin. You, as members of your communities, you have a special power. You can tell the people what is actually happening in your countries. You can educate them. You can tell them your experiences, what Russia has done to you. And it doesn't matter if you're Ukrainian, if you're Georgian, if you're from Chechnya, if you're from Syria, if you're from Belarus. You need to talk, you need to educate, you need to tell the people what is happening.